Guten Morgen an dem Dienstag, 4. Mai. Wir sind wieder live auf dem Kanal von LiveNet. Der Johannes Wirth werden wir jetzt gerade aus Mallorca zuschalten. Er gibt uns einen Einblick in sein Tagebuch, sein Ferientagebuch, wenn man so will. Einblick in mein Tagebuch heisst ja unser Format, das wir jetzt schon zum 9. Mal ausstrahlen. Wie gerne könnt ihr eure Fragen direkt über Facebook und YouTube reingeben. Wir werden sie dann im zweiten Teil gerne beantworten. Perlen für mein Alltagsleben, das ist der Titel, wo der Johannes dem heutigen Thema gegeben hat. Wir sind gespannt, was abgegangen ist in dieser Ferienwoche bei dir. Johannes, bist so gut, du hast das Wort. Ja, danke vielmals, Florian. Herzlich willkommen auf der Terrasse von meiner Finca. Meiner? Nein, nicht, dass ihr noch falsch denkt. Sie gehören nicht mir. Nur für 2 Wochen habe ich sie gemietet. Meine Frau und ich geniessen da mit unseren beiden Enkelmädels Ferien, auch wenn das Wetter bis gestern nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wer das Feriengeheimnis kennt, wo ich vor einer Woche darüber geredet habe, der weiss, eigentlich sind die Ferien nicht vom Wetter abhängig. Nebst allen Aktivitäten sind mir in den letzten Wochen ist mir viel Zeit geblieben, um die Bibel zu lesen. Bis am Mittwoch habe ich den Römerbrief studiert. Und dann, was jetzt? Nichts hat mich richtig lustig gemacht. Ist dir auch schon so gegangen, das Buch abgeschlossen hast in der Bibel oder nach einer gewissen Zeit, hast du gedacht, was soll ich jetzt noch lesen? Ich habe mich dann entschieden, Samuel und Königsbücher aufzuschlagen. Aber die kenne ich doch, in- und auswendig. Ich kenne doch all die Geschichten. Wirklich? Kenne ja. Aber als ich jetzt das erste Buch Samuel aufgeschlagen habe und eingestiegen bin, bin ich in einen totalen Flow gekommen. So, wie es mir im Alten, respektive eben im Ersten Testament immer wieder passiert. Also, steigen wir ein in mein Tagebuch. Sorry, wenn es ein bisschen chaotisch wird. Aber ich muss dich mit einnehmen und mit dir heute einfach meine Begeisterung teilen. Vielleicht gelingt es mir, deinen Appetit aufs Erste Testament anzuregen. Also, ich lese viel vor heute aus dem Tagebuch. Eben ein bisschen chaotisch, aber es fasziniert mich. Also, lassen wir los. Donnerstag, 29. April, 1. Samuel bis Kapitel 2. Die Hannah bewegt mich immer wieder von Neuem. Natürlich ihre Tränen und das Ringen im Gebet. Aber dann vor allem, wie sie den so hart und lang erbetenen Sohn in der Stiftshütte bei Eli und seinen Söhnen abgibt. Das war doch ein total verrufener und korrupter Ort. Wie konnte sie nur? Ich meine, sie gab ihren Samuel zwar bei Eli ab, aber wirklich vertraute sie in Gott an. Loslassen und Gott anvertrauen. Wie schwer fällt das manchmal Eltern, auch gerade Gläubigen? Auch ich musste und darf immer wieder meine Töchter und Enkel in die Hände des Allmächtigen legen und loslassen. Es ist so, wie ein alter Mann mir einmal sagte vor vielen Jahren, es gibt Zeiten mit den Kindern zu reden und Zeiten mit dem Felsen zu reden. Mit Felsen hat Jesus gemeint. Weiter in meinem Tagebuch. Samstag, 1. Mai bis Kapitel 13. 7,3. Der Aufruf Samuels zur Umkehr, und zwar von ganzem Herzen. Verbunden mit der Aufforderung aufzuräumen. Was gibt's bei mir aufzuräumen? Was kommt vor Gott? Dann 8,3. Samuel richtet einen Ebenezer auf, ein Steinmal. Das bedeutet, bis hierher hat uns Gott geholfen. Warum nicht wieder einmal selber einen eigenen Ebenezer, bis hierher hat mir Gott geholfen, aufstellen und Mut für den nächsten Lebensabschnitt fassen? Samuel wird alt, seine Söhne korrupt. Es wiederholt sich, was schon bei den Söhnen Elis so war. Da kommen mir auch die Söhne Davids in den Sinn. Warum entgleiste ihr Leben dermaßen? Muss das sein? Erziehung? 4 Fragezeichen. 8,5.
Das Volk will einen König, um zu sein wie alle anderen Völker. Samuel malt dem Volk den großen Preis vor Augen, den sie für einen König zu bezahlen hätten. Aber sie sagen in 8,20, das sei egal. Zitat: Wir wollen auch sein wie alle anderen Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her herausziehe und unsere Kriege führe. Wo will ich sein wie die anderen, die nicht Jesus nachfolgen? Jesus im Lebensgepäck haben und trotzdem leben wie alle anderen. 9,15. Aber der Herr hatte Samuel einen Tag bevor Saul kam das Ohr aufgetan und gesagt: O Herr, öffne mir das innere Ohr. Ich sehne mich danach. Habe das oft erlebt, aber zur Zeiten des Schweigens Gottes aushalten und trotzdem mich nach seinem Reden sehnen. Wieder im Tagebuch. Saul und seine Berufung durch Gott. Warum er? Ein Grund liegt wohl in seiner Demut. 10,6 und 10,9. Der Heilige Geist Gottes kommt über Saul. Dieser verwandelt Saul in einen anderen Menschen. Klammer, vergleiche David, vergleiche Simson, vergleiche Petrus. Wozu? 10,7. Damit er tun kann. Gemeint ist hier Saul. Damit er tun kann, was ihm vor Händen kommt. Das heißt, damit er tun kann, was Gott für ihn bereitet hat. Will er es denn auch tun? Wird er es tun? Wenn ja, der Heilige Geist wird ihm die Kraft dazu geben. Doch sehen wir später, wie Saul und Simson, die den Heiligen Geist haben, auch den freien Willen behalten und falsche Wege gehen können. Ja, sogar mit dem Leben trotz Heiliger Geist crashen. Die falschen Annahmen des Wirkens des Heiligen Geistes können sein: gutes Feeling machen, Wohlfühlmacher oder fehlerloser Mensch sein. Solche Annahmen bergen Enttäuschungspotenzial. 13,8. Leider miterleben, wie Saul aus der Angst heraus handelt. Handle ich auch aus Angst heraus? So, es geht weiter im Tagebuch. Ich lasse euch noch nicht los. Sonntag, 2. Mai bis Kapitel 16. Nach Hannah, Samuel, Saul tritt nun in 14,6 Jonathan auf die Bühne. Was für ein Mann! Hier Mut durch Gottes Vertrauen. Oh, ich muss mir unbedingt Zeit nehmen für Personenstudien. Was unterscheidet Eli, Hannah, Samuel, Saul, dann auch David voneinander? Was sind die Merkmale ihr Leben? Was möchte der Heilige Geist uns dadurch zeigen? Wie viel könnte ich davon lernen für mein Leben? Habe ich hier auch schon. Zum Beispiel, wie ein Leben schlecht respektiv gut enden kann. Aber da steckt noch viel mehr drin. Viel mehr. Nach 13,8 geht der Abstieg Sauls durch Ungehorsam weiter. Saul verschont das, was Gott sagt, es gehöre ausgerottet. Die Hauptaussage dazu 15,22. Samuel aber sprach: Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widern. Wie sieht es mit meinem Gehorsam aus? Mit dem, was zu meinem Leben in der Nachfolge Jesu gehört und was nicht dazu gehört? Die Opfer Sauls sind vergleichbar mit unserem Worship. Gehorsam ist Gott lieber als Worship. Weiter in meinem Tagebuch, immer am Vorlesen. Kapitel 15, 21. Dann schiebt Saul die Schuld für den Ungehorsam aufs Volk. Klammern, Schwarz-Peter-Spiel,
wie bei Adam und Eva. Und dann, ich glaub's nicht, was Saul sagt, 15:30, aber ehre mich jetzt vor den Ältesten und dem Volk. Wie wichtig ist mir die Ehre bei den Menschen? Und ja, wo ist jetzt die Demut Sauls geblieben? Jetzt die Auswahl eines neuen Königs, 16,7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herzen an. Wow, was sehe ich wirklich bei Menschen? Äußeres oder ihr Herz? Status oder wie sie Gott sieht? 16,13. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David an dem Tag und weiterhin. Der Heilige Geist wie bei Saul. Und doch könnt ihr euch das Gleiche schreiben wie bei ihm. Wie der Heilige Geist wirkt und wie die Person doch auch gröbste Fehler machen kann. Er wird eben nicht zum Ferngesteuerten. Aber der Heilige Geist gibt Mut, das zu tun, was Gott bereitet hat. Die Aufgabe, wozu Gott berufen hat. Ich komme bald zum Schluss in meiner Tagebuchvorlesung. David wird zum König gesalbt. Und jetzt geht's los. Was für ein langer, verwinkelter Weg, bis er wirklich König ist. Klammer, vergleiche Josef und sein Traum, Klammer zu. Gottes Vision und der Zeitpunkt und der Weg dazu sind anders als das, was und wie wir es uns vorstellen. Mein Leben zeigt genau das. 16,14. Der Heilige Geist weicht von Saul. Ein anderer Geist ergreift Besitz. Wie ist das heute? Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Und noch ganz zum Schluss. 16,21. David kam vor Saul und er gewann ihn sehr lieb. Wie schön. Und später schlug die Eifersucht, die Liebe in Eifersucht um. Was richtet doch Eifersucht alles an? Wie anders diesbezüglich Jonathan. So, das war. Wie viel springt mir in diesen nur 16 Kapiteln vom ersten Buch Samuel doch entgegen? Eine bettende Mutter, die loslassen kann. Erziehung von Kind mit 3 grossen Fragezeichen. Sie wählen wie die anderen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Das Wirken, aber nicht Steuern vom Heiligen Geist. Das korrigiert vieles in mir an Enttäuschungen über bevollmächtigte Leiter, die dann doch auch Fehler machen. Oder Demut und Überheblichkeit. Gottes Perspektive und die menschliche Sicht. Liebe, die in Eifersucht umschlägt. Von der Vision zum Ziel und alles, was dazwischen liegt. Was für ein Reichtum. Unfassbar. Eine nie versiegende Quelle. Wunderschöne Perle für mein Alltagsleben. Anleitung, Ermutigung, Korrektur, Ermahnung. Alles. Echt alles. Auf engstem Leseraum. Allmächtige, du bist so grossartig. Danke. Danke, Heiliger Geist, dass du die Schrift uns aufschliessen kannst. Hey, ich weiss, es war eine dicke Ladung und du hast gar nicht in allem nachmögen. Aber wenn es bei dir das Gleiche bewirkt wie bei mir, Hunger nach mehr im Ersten Testament, Hunger nach mehr im Wort von Gott, dann hat sich dies Zuhören heute schon gelohnt. Mal Johannes Wirth, Dankeschön. Und ja, es sind wirklich viele Inspirationen, viele Fragen auch, viele Fragen, die immer wieder aufkommen, wenn man eben liest und es wirklich eintaucht, oder? In das Erste Testament, wie du es nennst.
Eigentlich solltest du ja schon auch ein Buch schreiben, oder? Über wie man Quellen für den Alltag findet im Alten Testament. Ja, wer weiß, hat mich letztens ein Pastor dazu aufgefordert und ich liebe es halt einfach. Das Erste Testament hat so viele Bilder, die mein Leben so beeinflussen, positiv beeinflussen, wo so viel drinsteckt, wo dann aber auch, oder Jesus sagt vieles im Neuen Testament, Briefe schreiben vieles. Und das meiste, was dort steht, hat das Bild im Alten, respektive im Ersten Testament. Und ich lebe die Bilder und ich verstehe Bilder besser. Mhm. Ja, sehr schön. Okay, lass uns doch gerne auch noch ein paar Fragen jetzt reinnehmen, die sind gestellt wurden. Wir haben schon im Laufe dieser Woche 2 Fragen reinbekommen. Und da bitte ich die Regie mal die erste jetzt einzublenden. Da können wir nämlich gerade das vorweg nehmen. Da ist die Frage gekommen von Naomi 10. Was meinst du zum Schabbat, der 7. Tag, an dem Gott geruht hat in den 10 Geboten? Ja, Naomi, zuerst mal, du hast einen wunderbaren Namen. Ich war in 10 Geboten steht vom Schabbat und Gott ist der Schabbat enorm wichtig. Und er sagt, haltet den Schabbat, denn ich habe auch am 7. Tag geruht. Jetzt sind die Juden hingegangen und haben den Schabbat peinlich genau gehalten und dann immer noch genauer, noch genauer, noch genauer. Und dann hat Jesus etwas ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, der Schabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Schabbat. Also wo Gott das Schabbatgebot gegeben hat, also einen Tag pro Woche zu ruhen, hat Gott das für den Mensch gemacht. Weil Gott weiß, wie der Mensch funktioniert. Weil wenn Gott einen Tag hat müssen ruhen nach 6 Arbeitstagen, dann geht es auch bei uns darum, dass wir einen Tag pro Woche ruhen. Und das setze ich sehr genau um in meinem Leben. Und das gibt meinem Leben die nötige Balance. Wunderbar. Ich hoffe, Naomi hat zugelassen oder wird es dann nachher noch mitbekommen. Auch im Nachhinein ist das natürlich gut noch abrufbar auf YouTube, Facebook oder auf LiveNet. Wir haben ja jeweils auch einen Bericht dazu noch aufgeschaltet, wo man das Video auch noch einmal findet. Jetzt noch die zweite Frage, die, glaube ich, sehr gut auf das eingeht, wo du heute auch darüber geredet hast, nämlich wie kann man einen Hunger bekommen für das Lesen in der Bibel. Da ist mehr richtig eben von der stillen Zeit das Thema. Warum muss ich mich so fest anstrengen, um stille Zeit zu machen? Bin sofort müde. Ja, Müde. liebe Ruth, das geht mir manchmal auch so. Es gibt Zeiten, die sind fruchtbarer wie die stille Zeit und andere Zeiten, die sind dann mega still. Aber doch ein paar Gedanken von mir dazu. Erstens, schreib doch in ein Tagebuch hier, was du gelesen hast, damit du das verarbeitest, was du gelesen hast. Schreib drin hin 1, 2 Gedanken. Was hast du über Gott gelernt? Was hast du über dich gelernt? Was hat dich ermutigt? Was hat dich ermahnt? Dann, wie machst du es, oder? Spannend ist noch, dass die Juden das oft stehend machen und dann wippen so hin und her, oder? Und das hat damit zu tun, auch um wach zu bleiben. Also du kannst auch mal eine Bibel lesen im Laufen auf dem Handy oder du kannst sie einfach vor dem Fenster lesen, indem du stehst. Beweg dich, mach irgendetwas Neues. Mach verschiedene Arten, wie du zum Beispiel bettest. Manchmal bete ich einfach das Unser Vater, manchmal bete ich anders, manchmal bete ich Seb und dieses. Nur etwas ist wichtig. Setz dich dabei nicht unter Druck. Dann mit der stillen Zeit tust du nicht Gott gefallen, sondern du ernährst dich. Ich wünsche dir viel Freude und auch wieder viel Inspiration jetzt. Johannes, du hast ja auch ein bisschen eingeladen jetzt dazu, selber natürlich einzutauchen in das Alte Testament, das Erste Testament. Und die Frage aufgeworfen auch, ja, vielleicht wollen ja die Leute hier auch im Kommentar mal ihre Lieblingsstelle angeben. Ja, unbedingt. Ja, das wäre ja auch eine Gelegenheit, eigentlich darüber zu reden, was hat man für eine Lieblingsstelle. Mir ist zum Beispiel bei den Geschichtsbüchern, ich lese die auch mega gerne, wirklich. Also ich kann nicht sagen, dass
dass ich diese Dimension schon erreicht habe, weißt, wie der Heilige Geist dir die Sachen aufschließt. Das ist ja wirklich ein Traum, zum einfach mitbekommen, mitleben, was du da siehst. Aber zum Beispiel mal habe ich über Jefta, das ist jetzt nicht so ein bekannter, etwas entdeckt, mal Richter 11, 29 bis 40 steht das drinnen. Eben, das sind so Bücher, wo man wirklich mal, ja, ich muss sagen, so, jetzt wollte ich mir mal eins vorknöpfen, wo er ja so ein Gelübde abschließt, für das er den Krieg gewinnt und eigentlich seine Familie dafür opfert. Dann. Oder seine Tochter schlussendlich muss opfern, das Erste, was ihm entgegenkommt, wenn er heimkommt. Es sind so Geschichten, wo wieder, gell, das Prinzip bleibt immer ein bisschen das Gleiche, Johannes. Am Schluss kannst du dich fragen, wo opfere ich vielleicht meine Familie für die Karriere, für Erfolg, Spannungsfeld. Absolut, absolut, ja. Ja. Guter Gedanke. Ich habe vielleicht Das noch einen Gedanken. Das sind so die Beispiele. Ja. Im Alten Testament sollte man nicht Vers für Vers lesen, jeden Tag ein Vers, oder? Sondern es sollte ein bisschen im Durchlauf lesen. Also nicht im Schnelldurchlauf, aber dass man eben 2, 3 Kapitel pro Tag liest. Dann gibt es auch den Überblick. Und durch das man den Überblick hat über das Leben von Saul, über das Leben von Samuel, von David und so weiter, von Simson, der Überblick gibt irgendwie auch neue Schau. Genau, merci vielmals auch für diesen Hinweis. Johannes, jetzt haben wir hier eine weitere Frage reinbekommen über Facebook vom Stefan von Rhein. Tun wir doch die gerne vorlesen. Das ist ein bisschen eine längere Frage, aber ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, was er wissen will. Nur eine scheue Frage: Wieso schaut denn Gott, unser Vater, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden allen Ungerechtigkeiten und Verbrechen der Menschen zu, ohne ihr Leiden zu lindern? Warum hat sich denn Jesus Christus bis heute noch nicht mit dem kleinsten Anzeichen dem Menschen heilbringend zugewandt ist, geschweige denn in den größten Nöten wiedergekommen? Wie viele Menschen, Tiere und Pflanzen müssen noch sterben, bis Gott seine Schöpfung verteidigt? Frage vom Stefan. Ja, lieber Stefan, das sind sehr grosse Fragen. Ich glaube, Fragen, die sich alle aufrichtigen Menschen stellen. Ich stelle sie mir auch immer wieder. Ich könnte jetzt versuchen, ein paar gescheite Antworten zu geben, die du aber auch auf dem Internet überall kannst finden. Ich kann dir einfach so vielleicht helfen, dass ich sehr vieles nicht verstehe, was Gott tut oder eben vor allem nicht tut und zulässt. Und darum habe ich in meinem Buch das Kapitel geschrieben, mein unfassbarer Gott. Gott ist für mich nicht fassbar. Und trotzdem könnte ich nie loslassen. Wo sollte ich denn hingehen? Hat einmal der Petrus gesagt zu Jesus. Jesus gesagt hat, wenn er auch gehen, wo sie nicht verstanden haben, die Menschen. Wo sollte ich denn hingehen? Er hat doch mein Leben gerettet. Er hat mein Leben neu gemacht. Er hat meine Ehe geheilt. Er hat, ach ja, wo wäre mein Leben sonst? Und ja, ich könnte jetzt detailliert auf deine Frage hingehen, aber Gott wartet ab, dass viele Menschen sich zu ihm kehren können. Flo, vielleicht hast du eine Antwort dazu. Mein Weg, mit dem umzugehen, geht sehr in eine ähnliche Richtung. Das hat mir auch einmal das ein bisschen aufgeschlossen, wo sie haben doch auch die Juden nach dem Zweiten Weltkrieg so ein Gerichtsverfahren gemacht, oder, wo sie haben gesagt, Gott, du hast versagt. Und wo bist du gesehen? Wo bist du gesehen, unser allmächtiger Gott? Und das ist mir so eingefahren. Und am Schluss, die Rabbis, oder, die da alle haben gefunden, mal, wir sind einig, er ist schuldig, er ist nicht da gewesen, hat nicht eingegriffen. Und nachher gehen sie raus und als erstes sagen sie mal, komm, wir gehen mal zusammen in die Synagoge, weil wo wollen wir sonst her? Es hat so auch wieder, was du sagst, Johannes, es zieht sie wieder dorthin. Es ist der Ort gleich, wo sie das Klagen haben können, aussprechen, wo sie irgendwo ein Gegenüber haben. Der Hiob hat ja das, könnte man auch dort kommen, oder? Hat er das auch gebraucht? Ja, gibt es vielleicht noch eine andere Antwort, da du beim Rabbi bist, Florian. Da hat eine Person der Rabbi gefragt, wie kannst du noch an Gott glauben, nach dem, was alles passiert ist im Holocaust? Dann hat der Rabbi gesagt, wie kannst du noch an einen Mensch glauben, nach dem, zu was er alles fähig ist?
Wir sehen, zu was der Mensch fähig ist, losgelöst von Gott zu leben. Das ist eigentlich das, was im Römerbrief steht. Im Römerbrief Kapitel 1, 2, dort steht, Gott hat sie dahingegeben. Das heisst, Gott hat Menschen losgelassen. Wenn sie nicht in seine Spuren laufen, lässt er sie los. Und das Resultat davon sehen wir immer wieder in Not und Leid. Ja. Ich meine, genau, für das ist ein sehr gutes Bild. Das ist ja das entfesselte Böse eigentlich gesehen, oder, wo dann können wüten in Europa. Also da denke ich, das ist eine gute Fährte. Es ist nur eine Fährte, Stefan von Rhein, gell, du verstehst, ist es richtig hier. Und wir wollen uns hüten davor zu sagen, das ist jetzt der Ansatz und dort hier wirst du befriedigende Antwort bekommen. Der Stefan hat aber unterdessen schon sich bedankt und ja, kann man jederzeit natürlich weitergehen mit dieser Frage im Leben. Und die werden wir noch ein paar Mal uns selber stellen oder gestellt bekommen von Leuten, die Zweifel an Gott und so weiter. Ja. Ja, jetzt haben wir da schon 5 vor halb vorbei und Johannes, ich möchte gerne noch das Gespräch in die Richtung lenken. Das wird für jetzt sicher mal ein Zeitchen der letzte so Talk sein im Livestream, gell? Und wir haben das zusammen abgemacht, dass jetzt das mal nach 9 Sessions ein bisschen zu einem Abschluss kommt heute. Und vielleicht kommt etwas wieder Neues, aber man muss auch gerne wieder ein bisschen spüren, was ist dran. Und im Moment haben wir den Eindruck gehabt, es ist eine super Zeit jetzt gesehen. Sehr gerne tue ich ganz zum Schluss noch einmal auf das Buch hinweisen. Ihr könnt mit dem Johannes Wirth natürlich die Frühlings- und Sommerzeit, wo man ja gerne vielleicht irgendwo in der Body ein bisschen liest, noch weitergehen. Leset doch gerne einmal das Buch ungeschminkt, könnt ihr Sachen vertiefen hier. Es war eine sehr, sehr bereichernde Zeit für mich persönlich, ich glaube für viele, die mitgehört haben. Johannes, danke vielmals. Ja, ich danke dir vielmals, Florian. Du machst es dermaßen gut. Und im Hintergrund natürlich der Micha, der Technik macht. Was wären wir ohne den Micha, wir zwei, Florian? Yes, ein Hoch auf Micha, absolut. Absolut. Tschüss. Gut, wir wünschen eine ganz gute Zeit, seid gesegnet und tschüss miteinander. Danke vielmals fürs Zuhören.